So, grüßt euch miteinander. Und mal wieder sind wir bei Pro Evolution Soccer unterwegs. Und zwar spielen wir jetzt Europa League wieder. Da haben wir, glaube ich, im ersten Spiel gegen Moskau gewonnen. Pass auf, ich schau mal kurz rein. Wir haben, glaube ich, zuletzt einige Spiele gewonnen, gell? Genau, wir haben gegen Berlin gewonnen, gegen Leverkusen, gegen Moskau. Wir haben übrigens überhaupt noch nicht verloren, gell? Wir sind ja relativ gut dran, muss man so sagen. Ja, und jetzt spielen wir gegen die Mannschaft, keine Ahnung, was es für welche sind. Und am besten spielen wir in Rot. Und bei der Strategie, pass auf, wie schaut's da aus? Beister, der ist nicht fit. Pass auf, das können wir aber machen. Moment einmal. Können wir denn... Der Ochs, der kann rechts spielen. Und Ilicevic, den kann man eigentlich drin lassen. Aber die Ersatzbank ist beschissen. Pass auf, Mancini geht einer. Haben wir noch einen Verteidiger? Schon, gell? Oder? Nehmen wir mal Tamit. Und dann, pass auf, Rincon bleibt daheim. Und Navio, pass auf, dann nehmen wir noch Katscha mit, oder? Oder vielleicht Tesche, der kann nämlich außen spielen. Okay, also ich weiß nicht, wie der Gegner heißt. Und ich weiß nicht mehr, was die für welche sind. Auf jeden Fall ist es eine machbare Aufgabe. Da darf gleich mal da aufpassen. Und es gibt jetzt, Moment mal, gleich mal die erste Ecke. So, weggefaustet von Adler. Gut, da muss ich nur dazu sagen, wir spielen immer noch auf dem 1.2 Patch, also mit der zweiten Bundesliga drin hat. Also besser gesagt, mit dem 1.2 Patch ist die zweite Bundesliga eigentlich immer. Mittlerweile gibt es schon einen neuen Patch, der 1.3. Der beinhaltet, wenn ich das richtig gesehen habe, die zweite englische Liga. Aber die spielen wir erst einmal nicht, die haben wir ja bei 2013 gespielt. Dafür kommt beim 1.3 Patch ja, so ein neues Datenpaket dazu. Das beinhaltet dann neue Schuhe und so. Zudem kommen einige neue Gesichter rein, also es werden die Texturen wieder ersetzt. So dass man die Spieler auseinander kennt. So, Lasogga. Ilicevic. Ja. Ja, das war die erste Torchance für den Hamburger SV. War zwar nicht so dramatisch, aber es wird noch. Mascherano. Ochs, der ehemalige Wolfsburger.
Wieder Ilicevic. Er hat ihn immer noch. Und das war meine ich noch das Alu, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Der Mann hat noch den Pfosten gestriffen. Jetzt muss ich gerade dazu sagen, wir haben ja gegen Leverkusen schon gespielt und heute war ja Samstag, oder ist Samstag besser gesagt. Und da hat Hamburg gegen Leverkusen ja, verloren. Also 5-3. Wir haben im Let's Play 3-0 gewonnen gegen Leverkusen. So, Van der Vaart. Auf Lassoga, den erwischt aber nicht. Und es gibt Einwurf für den Gegner. Und es gibt jetzt, Moment, es gibt Ecke, oder? Jawohl. Ja, wieder mal. Also das muss ich mir jetzt unbedingt dann angewöhnen, dass ich das umstehe. Also nach dem Spiel. Dass wir Van der Vaart da standardmäßig einschalten. Ilicevic auf Jansen. Oh, jawohl. Jansen. Ja, das ist die Führung, oder? So, die Ecken kommt einer, ist eigentlich abgewehrt worden. Dann haben wir noch mal gekriegt. Und das war ein sauberer Pass, gell, auf Jansen. Und der macht die Führung für den Hamburger Sportverein. Ja, somit führen wir. Und wenn wir natürlich das Spiel gewinnen hatten, dann haben wir schon mal ganz gute Karten fürs Achtelfinale, oder? Dann hätten wir schon mal 6 Punkte auf dem Konto. Gut, sicher sind wir natürlich dann noch nicht. Aber es schaut soweit dann schon mal ganz gut für uns aus. Mascherano. Diekmeyer. Da flitzt Van der Vaart mit. Wieder Diekmeyer. Und der Torhüter. Also wie gesagt, die Mannschaft da, gegen wir spielen, keine Ahnung, ob es die in Wirklichkeit gibt, ob das nur so eine Standardmannschaft ist von Pro Evolution Soccer. Also wenn es jetzt keine echte Mannschaft ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwann einmal ersetzt durch unseren Patch. So, der Torschütze Marcel Jansen. Duru auf Diekmeyer. Mascherano. Lassoga, ja, den verstoppt er. Und bei Pro Evolution Soccer muss ich unbedingt viel mehr aufnehmen, weil da bin ich immer so sparsam gewesen zuletzt. Da habe ich gerade mal so 2-3 Spiele aufgenommen. Und sowas hält natürlich nicht lang. Was, es gibt gelb? Das kleine Foul. Ja, da war der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, oder? So, das war natürlich kein Problem für Adler. Dragomir. Und ja, den erwischt er nicht. Ja, der war gar nicht so schlecht geschossen, oder? Und der glaube ich ist ebenfalls ans Alu gegangen, oder? Hat zumindest so ausgeschaut. Van der Vaart schaut, der erwischt noch. Das war eine gute Parade, aber wir haben noch. Jetzt nicht mehr.
Mascherano. Und es gibt die nächste Ecke. Ja, Kruzifix, schon wieder Lasogga. Oh, der ist kurz, oder? Ja, der war zu kurz. So, aufpassen. Aber wenn es nicht der beste Gegner ist, dennoch könnten die eventuell Tore schießen, wenn sie eine Chance kriegen. Aber bisher haben wir es ganz gut im Griff, gell? Wobei wir jetzt im Moment auch nicht so weit nach vorne machen. So, 1 Minute Nachspielzeit. Und es gibt einen Wurf. Tja, und das war's schon mit der ersten Halbzeit. 1-0 führt der Hamburg SV durch Marcel Jansen. Und man muss sagen, so weit ist gar nicht passiert, gell? So, Moment einmal, ich möchte einmal wechseln, oder? Und zwar dann mal Tescheiner, der darf links spielen. Oder? Ja, los mal einen mal rein. Der braucht ein bisschen Praxis. Und der Gegner haben wir sowieso ganz gut im Griff. Im Grunde kann da gar nicht so viel schief gehen. Aslan. Wieder Van der Vaart. So, Lasogga. Und Ox probiert knapp am Tor vorbei. So, wieder der Hamburger Sportverein. Ja, erwischt er den? Nicht ganz, nicht ganz. So, Mascherano klärt das. Also irgendwie kommt mir das so leicht hier. Wir spielen schon, oder? Auf Topspieler normal. Oder der Gegner ist so schwach. Kann natürlich auch sein. Wieder mal Ox. Lasogga. Und nicht mehr noch. Lasogga. Ja, der schießt da rechts vorbei. Glaubst du, das Tor hat auf jeden Fall nicht schon? War zumindest mehr Sicherheit. Und das war wo's jetzt? Abseits. Das kann durchaus abseits gewesen sein. Ja, wo ist, so schaut's aus. Und jetzt ruckelt es auch wieder, ey. Manchmal bricht immer die Framerate ein. Aber das gleiche Problem habe ich bei 2013 auch schon gehabt. Dass dann immer wieder mal so kleine Ruckler dazwischen waren. Mascherano. Ja, Ochser erobert sich den Ball zurück. Und es gibt Abstoß. Nein, es gibt Ecke. Warum? Jetzt schießt er. Sag mal. Also wie gesagt, das muss ich jetzt dann dringend ändern. Ja, der Torwart fischt noch. Und im Moment passiert wirklich nichts Spannendes, gell? Wir spielen da irgendwie hin und her. Hier und da mal eine kleine Torchance. War ein Foulspiel von Aslan. Freistoß Dragomir.
Ja, da wollten sie es probieren, aber hat nicht hingehaut. Tesche, jawohl. Und Aslan, Tesche nochmal. Und der Torwart kann das nochmal irgendwie bereinigen. Also er wird los in die Ecken schießen. Und wir könnten einmal wechseln gehen. Und zwar, pass auf. Da haben wir hinten mal Westermann außer, der hat gelb. Und in der Zone, wir bringen Campbell für Lasogga. Und zwar als hängende Spitze natürlich. So, Hamed. Ruggiero. Und es gibt Einwurf für Hamburg. So, nochmal Einwurf. Gut, das war nix, eh? Und im Spielfeld gerade an Spannung geht, da passiert gar nichts irgendwie. Vor allem, weil vom Gegner nicht viel Gegenwehr kommt. So, Campbell startet. Und dann, ja, macht er. 2-0. Und das dürfte auf jeden Fall die Entscheidung sein. Und ich glaube, der hat bisher das eine oder andere Mal schon getroffen, oder? Wenn wir einen eingewechselt haben. So, der Gegner wechselt da aus. Das wird allerdings auch nicht mehr verändern. Und das war jetzt, was war das? Achso, Foulspiel. Ja, das war mal ein kleiner Schussversuch, aber das war nicht wirklich groß. Da muss deutlich mehr kommen. Rückpass. So, jetzt haben wir gleich die Nachspielzeit. Wir führen 2-0. Ja, das wird ein lockerer Sieg. Aslan. Und Van der Vaart, ja, das war schon mal nichts verkehrt gewinnen, war der richtig Fuß gewinnen, weil er Linksfuß ist. Und Campbell holt nochmal Ecken raus. Ja, das war Mascherano. Aber der kriegt nicht wirklich eine Wucht dahinter. Was haben wir? 4 Minuten Nachspielzeit. Das ist ja relativ viel. Achso, es gibt keinen Einwurf, sondern einen Freistoß, weil dieser kleine Rempler war. Ja, und das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und wir gewinnen sehr, sehr leicht mit 2-0 gegen den Gurkenverein.